Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Fallout 4 Together auf Pelzig und Hochdeutsch zusammen mit der Raichu, die neben mir gerade einen Lachafall kriegt, weil wir gerade die Aufnahme versemmelt haben. Sie hat gedacht, oh, was macht denn der Knopf eigentlich? Und zack, war mal raus aus der Aufnahme. Ich muss mal gucken, ob ich nicht eventuell noch Fallout 4 so Blooper-Video zusammenstelle, wo all unsere Glanztate hier aufgelistet werden. Ich übergebe jetzt in Hoffnung, dass es das mal richtig wird. Was macht der Knopf? Nee, ich glaube, der ist es. Nein? Ja, aber du musst erstmal zu dem Menü überhaupt hingehen. Da, Genau, hab ja. ich's doch. Okay, na Allah. Cool. Guck mal, das kannst du hier Reifen nehmen. Ja, wir haben beschlossen, in der letzten Episode haben wir ja gesagt, komm, wir gehen hier zum Sanctuary, weil der Preston, den haben wir ja geholfen. Und ja, haben wir gesagt, komm, wir machen die Basics, damit ihr die noch sehen könnt beim Sanctuary. Und konzentrieren uns aber normalerweise eher auf die Hauptstory, wollten aber jetzt auch Sanctuary trotzdem mitnehmen, damit ihr hier noch was Schönes seht. Aber ich glaube, wir sollten auch mal mit dem Preston sprechen, damit wir überhaupt erst in die ganze Quest-Sache hier reinkommen, oder? Bevor du hier schön die Fläche für ein neues Haus ebnest. Oh. Was auch so ein bisschen Postapokalypse Minecraft ist. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Muss noch ein bisschen rennen. Ja, der Kinderspielplatz. Oh Gott, ich glaube, das ist der deprimierendste Spielplatz, den ich je gesehen habe. Okay, bei euch in der Stadt sehen die immer so aus. Da am Ende von der Brücke ist der. Aha. Ah. Ja, das war auch ein bisschen lauter zu hören, gerade über die Kopfhörer. Da ist er, der Landstreicher. Ganz am Ende trottet da wieder rum der Dappschädel. Hey. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, mit uns zu kommen. Naja. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes Plätzchen gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen. Es zu einem Ort machen, der den Namen Zuhause verdient hat. Was meinst du? Wenn es sein muss. Ich habe hier gelebt. Ja, ich habe gerne hier gewohnt. Vor dem Krieg. Was meinst du damit? Vor welchem Krieg? Willst du sagen? Vor 200 Jahren. Ich habe hier gelebt. Vor über 200 Jahren. Ich war die meiste Zeit eingefroren oder so. Ich bin erst vor kurzem wieder aufgewacht. Mann, wie einer dieser alten Vorkriegsgule. Du sagst, du warst eingefroren. Hat es sonst noch jemand mit dir rausgeschafft? Unsicher. Unsicher. Ja. Vielleicht. Ich bin zwischendurch einmal aufgewacht. Jemand hat meine Frau... Jetzt erzählt er wieder seine Lebensgeschichte, das gibt's doch nicht. Ja, Standard. Da kann man sich eigentlich auch drauf freuen. Das wird er jetzt bei jedem neuen Charakter machen. Klasse. Irgendwie helfen kann. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Ich nicht. Ach Gott, guck dir nicht so drei. Und Ja, ich möchte dich um noch einen Gefallen bitten. Das ist wie bei Boba Fett, du weißt immer genau, wie er drauf ist. Erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, let us die Minutemen need wieder your aufzubauen, help. ist, den Leuten zu zeigen, Niemals. dass sie sich auf uns verlassen können, wenn Warum sie brauchen die immer die Hilfe von irgendeinem so Fremde, jetzt mal ohne Scheiß? Sind die selber so dermaßen unorganisiert und blöd im Kopf, dass sie das nicht selber irgendwie hinkriegen? Sarkastisch? Ja, sarkastisch, immer. Oh, super. Ich habe mir schon immer gewünscht, Sehr gut. Die Leute sind nicht hilflos. Sie brauchen eben nur manchmal jemanden, der ihnen etwas unter die Arme greift. Und Das genau Bild ist ja auch darum wieder geht schön es. gewesen. Ach so. Und falls Ja, du ich dir guck auch grad drauf. helfen willst, Absolut. sprich mit Sturgis. Ich bin sicher, er ist für jede Unterstützung dankbar. Level up. Machen wir mal gleich, ne? Ah jo. Das mal warten wir nicht, das machen wir jetzt mal gleich. Okay. Ja, was soll's denn werden? Ach, machen wir doch mal wieder irgendwas mit Glück, oder? Oder haben wir noch irgendwas anderes Praktisches? Glück allgemein oder? Mal sehen. Was haben wir hier mit Glück? Schatzsucher? Nö. Schnorrer? Blutiger Tod? Brauchen wir aber- Mysteriöser Fremder ist eigentlich auch geil. Brauchen wir Level 9 dafür, für blutiger Tod, noch einer. Ah, okay, okay. Das heißt, wir müssten dann eigentlich... Gucken wir nochmal, was wir da noch haben. Ohne drunter. Mysteriöser unser Fremder. Fremder ist auch saugut. Scheint gelegentlich im Wort und hilft dir mit tödlicher Effizienz, okay. Also das What's ist dieses Bullet Time. Ah, okay. Und was ist das andere? Inselbegabung. Na, Ja, komm, das ist gut. machen wir. Mehr Erfahrung ist auf jeden Fall gut, vor allem weil wir der Absolut. absolute Dappschädel sind in dem Spiel.
Das sowieso. Im Spiel. In Anführungszeichen. Okay, ja, super. Da haben wir jetzt die Inselbegabung, da haben wir doch das, wo wir im Vorfeld drauf gehen wollten. Der erste Schritt, sprich mit den Siedlern bei Ten Pins Bluff. Oder Ten Pines Bluff. Für diejenigen, die überhaupt kein Englisch aussprechen können. Reifen! Ja, der Film Rubber, der verfolgt mich einfach. Was ist denn der Film? Das ist dieser Reifen, so ein Trash-Film, wo ein Reifen mit telepathischen Fähigkeiten Menschen tötet. Ja, das klingt gut. Gell? Sind Aber da Angriff der bestimmt. Killer-Tomaten ist auch sehr schön. Aber ich Oh glaube, ja. der Film, da spricht der Titel für dich. Der ist aber schon ganz alt, ne? Der ist schon aus der 80er, glaube ich, noch, oder? Ja, Killer-Tomaten. Mega genial. Hätten wir dich doch Der war auch vorher spitze animiert damals. Ich erinnere mich noch mit sehr großer Freude dort dran. Nicht der Rede wert. Ihr seid wirklich durch die Hölle gegangen, was? Du kannst es Wir nicht sind immer noch drin. in den letzten Monaten. So wie der aussieht, ach die Scheiße. Mein Sohn Wie wär's mal mit dem Lächeln? Du hast ihn im Stich gelassen. Wie war sein Name? Kyle. Mein Sohn hieß Kyle. Sein bester Freund war Stan. Ach man, ich Dam. verstehe, das ist schlimm. Ich finde, dass du hast im Stich gelassen, das ist immer so böse. Ja, komm. Ist egal. Mach was willst. Das ist schrecklich. Eltern sollten ihr Kind nicht verlieren müssen. Nein, sollten sie nicht. Und das zieht mich immer runter. Das ist total Depri dann immer. Mit Glück bricht die Beerdigung aus. Mann, Mann, Mann. Oder noch ein Atomkrieg. Ja, genau. Die Yunlong. Okay, na dann. Haben wir hier nicht noch irgendwo die Quest oder Den was? Typen, mit dem müssen wir noch reden, dass Okay. wir da Dingsen. Hallo. Sarkastisch, immer Sarkastisch. sarkastisch. Arbeit. Könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. Am Anfang könnten wir mal wieder echte Betten gebrauchen. Wir schlafen schon viel zu lange auf dem Boden. Sarkastisch. Sieht dich wie ein Schreiner aus? Wonach du aussiehst. Du meintest, du willst helfen. Betten bauen ist das, wobei wir Hilfe brauchen. Jo, Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein das ist ja noch schicke 50er Jahre Die toller. alten Häuser sehen noch solide aus. Ich habe immer irgendwie so ein Boogie-Woogie im Kopf, wenn ich einen Typ sehe. Sehr gut. Bescheid, wenn du Ah, da. Aha, aha, ja. Kann man mal nochmal. Oh, du hast das Sofa richtig rumhingestellt. Gell? Das hätte ich nicht gekonnt. Aber ohne Scheiß jetzt. Ich war in sowas absolut miserabel. Bette braucht er, ne? Ja, das sieht so hier viel gemütlicher aus. Dem noch Schä in die Bäge geworfen. Ja, wenn der Aff. Gell? So ist wundervoll. Das kannst du verwerten. Ah, verwerten. Man muss erstmal ja gucken, was man alles verwursten kann, ne? Richtig. Danach, Ja, Tine Wittler wäre stolz auf dich. wuhu, Und Vera in Tween bestimmt auch. das war mein ganzes Lebensziel. Das wäre ziemlich armseliges Leben, um ehrlich zu sein. Ja. So, jetzt haben wir schon mal einen Tisch mit Stuhl. Das ist doch geil, oder? Gell? Top-Keck. Heizung, wer braucht schon Heizung? Kein Mensch. Ja gut, in der Postapokalypse, glaube ich, funktioniert das mit Heizung auch nicht Wer mehr braucht so. einen Herd? Wer braucht Schränke? Das ist noch was für Babys. Aha. So, jetzt können wir den Stuhl, ne? Kann man jetzt auch ganz toll, so einen ganz tollen, schicken, kaputten Stuhl. Dann können wir es seltsamerweise nicht verschrotten, ne? Den Stuhl. Nee, also Komm, der sieht ja zum Kotze aus. absolut. Doch, ich kann den schon verschrotten. Mal hier den Spannerstuhl, den kann man lassen. Toilette. Schön, dass du es übernommen hast. Ja, wer braucht schon Klo, genau. Nee, Klo behalten wir auch. Ah, ich wollte gerade sagen, also ja, das den Klo, Stuhl aber näher zum Klo. damit man immer zuspannen kann. Badewanne. Die können wir haben. Ja, braucht kein Mensch. Ah, doch. Braucht kein Mensch. Dann kann man nämlich da noch ein Bett hinstellen, ne? Im radioaktive Wasser waschen reicht. Ach, wo war's denn? Oh, ich wollte auch unbedingt immer neben dem Klo schlafen. Also das Bett hier absolut perfekt. Ja. Ach Mann, wo war's denn? Bin ich doof. Ah, oh, ja.
Alter, diese ranzige Matratze. Das Ding hat auch schon jemand seine Monatsblutung durchgebraucht. Herzlichen Glückwunsch. Koffer, Schrank, braucht kein Mensch. Stuhl. Ah, doch, den Stuhl, den können wir dann... ja, ein bisschen schöner wohnen. Das wird ja schon hier richtige Tafelrunde. Ich sehe es schon. Mama Murphy, die können wir auch verschrotten. Personal kann nicht aus einer Siedlung entfernt werden. Ich hätte es auch lustig gefunden, Mama Murphy zu verschrotten. Hallo. Okay, nochmal Better. Was haben wir da noch für andere schöne Better? Es will nicht. Eva. Jetzt. Mama Murphy. Was haben wir da noch für schöne Dinger? Sieht doch eins hübscher aus als das nächste, ne? Ja, vor allem diese rotzige Matratze. So ein Lappen. Geil. Ja komm, die kriegen schon was Richtiges dann. Und für das der Ende seinen Sohn verloren hat, kriegt er wenigstens ein gescheites Bett. So viel Luxus. Entschädigt natürlich für alles. Ja, absolut. So, da. Sind auch so schön Grat hier drin. Okay. Wir haben 5 Leute. Wie viele Betten? Uns fehlen noch 2 Betten. Okay. Jo. So, du reicht's doch völlig. Können sie nur knacken. Ja, Alter, hat sogar noch ein bisschen Privatsphäre durch die Wand. Ja, durch diese Wand hat man ja so viel Privatsphäre. Ja, gell? Und, ja, super, das reicht ja noch. Ja, 5 Betten. Brauchen wir noch hier. Hör auf mit Luxus. Okay. So. Ich hoffe, der ist jetzt zufrieden. Muss. Und ja, ich... Kickball. Für den Hund? Ja. Also Sehr wenn jetzt bei Dogmeat bei Materialien Plastik oder so gestanden hätte, wäre ich sehr entsetzt gewesen. Ein guter Ball kommt immer auf den Tisch. Okay, jetzt sieht's aus wie so eine mysteriöse Kugel, die im Tisch eingelassen ist. Ja, Na, okay. passt zu Mama Murphy, ne? Ja, genau, da kannst du hier den lesen. Haufen machen wir weg, der geht mir eh noch früher oder später auf den Sack. Briefkasten des Todes, brauchen wir auch nicht. Wischmopp, wer putzt schon in der Postapokalypse? Mein Gott. Luxus. Den Mist sollte man mal wegmachen. Ah ja, ein leerer Briefkasten steht halt Dinge, die ich unbedingt brauche. Ja, auf jeden Fall. Das war mein Lieblingsbaumstumpf und du hast ihn zerstört. Was ganz praktisch ist, ist die Dinger, Das war mein bester Freund, der Baumstumpf. die Autos zu entfernen, ist sau praktisch. Oh, und das Wasser da hinten sieht so grün aus. Ah nee, das ist nur die Das Grenze. ist einfach Grenze Okay. Bäh. da. Ah. Okay, dann retten wir dann nur wieder mit dem Hansel. Eigentlich, ich will jetzt hier nur noch das Auto verschrotten. Auto! Laster war das sogar. Kannst so ein komplettes Haus verschrotten. Oh, da ist eine Hundehütte. Oh, da ist noch. Die behalten wir aber, die Hundehütte, oder? Ja, die hätte ich jetzt einfach mit vorgenommen für Fifi. Hat Fifi auch ein Haus? Das ist gut. Ja, der kann da ja, glaube ich, sogar wirklich reingehen und alles. Also Das ist gut. so doof ist das schon mal Der gar Hund nicht. soll es luxuriöser haben als die andere. Genau. Ah, natürlich. Fifi. Hä, wo ist jetzt sie? Ah, Der Hund ist auch wenigstens liebenswert. Vergleichst du deine Siedler. ja, hallo. Spiel. Was? Du guckst einfach nur die ganze Zeit mir noch runter. Ja, Tut euch mit weil... Sahne Guck, besser. wo ist sie? Wir könnten es auch vorm Haus einfach platzieren. Nein! Oder? Fifi muss ins Haus. So mit in den Gang reingeknallt oder so. Das ist doch perfekt. Okay. Na Allah. Ich sehe es noch, guck mal, irgendeiner von deinen scheiß Siedler legt sich doch rein. Danke fürs Bett. Oh ja, Okay, Auto brauchen wir auch alles nicht klar. mehr. Ja, wer braucht schon Oh, Autos? diese Tür kann man auch verschrotten. Toaster. Hey, das ist mein guter Toaster. Ich wollte mir noch ein Stück Nuka Bread oder so machen. Comic. Bingo. Grognak der Barbar. Du hast eine Ausgabe von Grognak der Barbar gefunden. Kritische Treffer bei waffenlosen
und Nahkampfangriffen Vor allem verursachen Django dauerhaft of plus the 5 mehr. Bad Babies. Das finde ich gut. Mein Gott. Ist das ein fertiger Blödsinn? Gut, dann schwätzen wir mal mit dem Kasper. Wo ist der Kasper? Wahrscheinlich in seinem neuen Bett. Da schwirrt nur der Codsworth rum. Also ich folge dem Punkt, aber irgendwie... Tja, nee, der sagt da derzeit nichts. Jetzt hilft dir dein magischer Punkt auch nichts mehr, hä? Kann aber wirklich sein, dass der jetzt einfach in irgendeinem Bett pennt, ne? Wahrscheinlich, da ist er doch, Ah, oder? da ist er, der Kasper. Hey, Sturgis. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen. Jetzt denkt er sich erstmal in die Hundehütte oder so. wär's. Also dann würde ich wirklich lachen. Mhm. Ich bin dran. Sauberes Wasser? Kommt sofort. Super, vielen Dank. Cool. Cool Story, Bro. Aber ich glaube, dafür müssen wir sogar wirklich noch ein bisschen Häuser dingensen. Okay. Weil ich glaube, du brauchst nämlich relativ viel Material, weil da kann ich mich erinnern, da brauchst du nämlich ein Dingens, ein ganzes... Ja, Dingens halt. Ganzes Dingens brauchst. Boah, Ja, das ein ganzes ist Dingens, ne? das ist mal wieder wunderbar erklärt. Ja, ich weiß, ich hab's voll drauf. Aber gut, dass du das machst, weil ich bin in sowas absolut miserabel. Deswegen gibt es bei mir auch nicht Let's Play Minecraft oder so. Da wird alles schreien, töte mich, was ich da baue. Da könnten die Leute froh sein, wenn sie auf stinkige Matratze schlafen irgendwo unter offenem Dach und so. Gut. Was haben wir denn da drin? Fierst Eid Fierst Eid. und Stimpack. Und Klo vor allem faszinierend. Ja, da wo es immer hingehört, ne? Aber das Klo können wir noch verschrotten, oder? Ja. Okay. Ich verschrotte jetzt allgemein, weil, hier soll das Drecksding nämlich hin, weil, überleg es zum Wasser auf. Ja, du kannst mal so kaputt die Badwanne und ein Klo mit paar Hinterlassenschaften und so nicht gerade gut gebrauchen. Ja, die Badwanne stellen wir da hin, falls jemand Bock hat. Ja, ja. Wenn ich hier auf den Felsen, geht das? Super. Für seine Lordschaft dann. Er kann dann da baden. Ist cool, ne? Okay, dann. Ich hätte jetzt einfach mal geguckt, dass man vielleicht hier sonstiges... Energie. Nee, einfach Ressourcen. Energie. Wasser muss im Wasser platziert sein. Klasse. Wer hätte es gedacht? Okay, brauchst du Wissenschaft 1. Platzieren im Wasser. Ich finde, das ist schön im Wasser platziert. Ja, passt. Ich glaube aber, dass das Ding... Genau. Das braucht Energie. Ich sag doch, Energie. Ganz bezaubernd. Wie du das wieder so spitzfindig festgestellt hast. Ressourcen. Energie. Energie. Ich sag jetzt nur noch das Endewort. Energie. Ja. Machen wir dann am besten klein. Wobei, da reicht eigentlich der kleine. Den muss man jetzt noch Okay. irgendwie damit verbinden. Wie? Dreieck. Ah. Schmeiß das offene Stromkabel einfach nur rein, das passt schon ins Wasser. Das ist die Homer Simpson Methode. Na, Allah. Müsste jetzt eigentlich laufen, ne? Wasser 10. Wunderbar. Ganz bezaubernd. Super. Sind so was zu trinken, aber nichts zu fressen. Was machst du sind denn die jetzt noch? Wände? Wo sind die Wände? Ich brauche Wände. Machst du jetzt eine Wand um den Generator oder was? Ja, zumindest in eine Richtung. Kann man auch später machen. Wurscht. Luxus. Genau. Wir haben Wasser. Ja, als nächstes heult dann wahrscheinlich rum mit Essen, ne? Tsch, da will der feine Herr noch was essen. Geht's noch? Was? Widerlich. Ich hasse so Leute. Aber echt. Ja, so ein Obelisk, der muss immer sein. Hier muss doch jetzt Na, Allah. muss doch hier diesen unüberwindbaren Schutzwall wieder aufbauen, Ja, ne? perfekt gesichert, oder? Guck. Jetzt fühle ich mich schon sehr viel sicherer, dass niemand an unseren Generator dran geht. Warte, so sicher mit dem Generator.
Das ist der Gartentisch der Unverwüstlichkeit. Plus Da- 3 Schwa. Genau. Schutz. Du kannst dich dann noch irgendeinen Kasper dran setzen, während da hier Generatordienst hat oder so. Genau. Nein, die gute Ahornrinde, hör auf. Lass den deprimierenden Spielplatz. Niemals. Ich robb den jetzt ab, soweit ich das. Na. Nix so, der bleibt. Genauso wie nein, die gute Ahornrinde. Die Kinder wollten noch damit spielen und genauso mit dem Ast. Ja, guck dir die Schaukel an. Klasse. Ups. Nein, meine Schaukel. Das war mein bester Freund. Ja, ich kid. Allerdings, ja. So. Ja, Guck super. mal, wie top sicher das ist da. Ja, du kommst mit durch. So gut ist das. Gell? Und den Lattenpfosten. Dole vor und jetzt ist es absolut perfekt. Jetzt kommt kein Mensch mehr durch. Niemand. Niemals. Dreh dich. Ah. Hallo. Oh. So ist doch auch gut. Jetzt sieht's richtig scheiße aus. Aber egal. Unüberwindbare Hindernisse. Vor allem das Tor, da FRI geknallt. Ja, super. Das finde ich gut. Moment, da muss jetzt noch ein Lattenzaun hin, ne? So. Unüberwindbar. Melone. Melone, das pflanzen wir mal dahin. Das ist jetzt die Melone der Unüberwindbarkeit. Das heißt, wir haben, glaube ich, noch irgendwas, was man sogar pflanzen kann. Also so ist nicht. Betonziegel, finde ich auch immer gut. Rüstungswerkbank, ja, kann man auch verschrotten. Klarer Fall. Punchen wir den Käse mal dahin. Okay. Gut. Eine wertvolle Zigarrenkiste. Guck mal, wie viel liegt schon Oh. Okay, dann retten wir nochmal mit dem anderen Idiot. Und, wo ist er denn hier gelatscht? Da hinten ist er. Okay. Sturgis, Echt beruhigend, eine Sturgis. verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe. Wenn wir uns hier niederlassen. Okay, was zu fressen kriegen sie noch und dann ist die Episode wahrscheinlich eh schon vorbei. Ja, wahrscheinlich. Gut. Ja, super. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Wahrscheinlich hier im Gemüsegarten was pflanzen, ne? Scheint Ernte. wirklich was zu werden. Man denkt, man ist sicher, aber man ist es nicht. So kriegen sie einen immer. Flaschenkürbis. Jetzt können wir nämlich schon mal Wassermelone und Flaschenkürbis anpflanzen. Das ist toll, ne? Das ist doch super. Das ist auch ausgewogene Ernährung, wie ich finde. Ja, ja. Mach ich auch immer. Oh, Ressourcen. Essen? Flaschenkürbis. Kürbis. Skelett. Postbote. Mais. Jeder braucht Mais. Da ist die Wassermelone. Da können wir unsere eigenen Tacos machen. Hallo. Wir wollen was deine ist- Melonen nicht. Aber ist noch da noch? irgendwas? Wir hatten noch irgendwas. Mutterbeere, auch immer gut. Wir hatten doch noch irgendwas, was man auch noch anpflanzen. Mais, wie ist denn mit Mais? Nee, kannst du ja nicht. Kannst Karotte. du nur anpflanzen, was du da hast, ne? Ich glaube, das war's, oder? Sehe ich aus, als wollte Nö, ich ich glaube. Ist er das? Ja. Ich will nur ein bisschen handeln. Ach, okay. Haben wir anscheinend noch nicht gemacht. Aber wir können schon mal Schrott verkaufen, das wäre auch nicht verkehrt. Nee, ich glaube, das kannst du nur bei dem einlagern, oder? Ich habe ihm jetzt auf jeden Fall mal eine Babyrassel gegeben. Die kann auch gut gebrauchen, so wie der aussieht. Der hat sonst Freude in seinem Leber. Ja, ein Gurtzeug. Da war doch noch irgendwo was mega Lustiges. Moment. Das war jetzt nicht ganz so mein Plan. Upsala. Ja, ich muss mich anscheinend auch nicht mit der, nicht nur alle mit einer Steuerungselemente auseinandersetzen. Raiderleder. Bäh. So, Was hast du denn jetzt gemacht? ich habe es ihm angezogen. Ach so. Guck.
Such dir einfach eine gute Stelle und Jetzt sieht er echt aus wie so ein Hinterwäldler. Du findest deinen Sohn. Kannst du mit allen machen, ne? Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Der Fernseher geht aus. Nein. Krise abgewendet. Oh Gott. Gurtzeug, Lederkombi. Ja, der kriegt mal die Lederkombi. Bitte, ich Okay. muss jetzt allein sein. Ja, sollte man noch ein paar Sachen abpflanzen, oder? Bevor wir die Leute So, schon ja, in stimmt. irgendwelche Kostüme reinstecken. Mutterbeere hast glaube ich noch. Nee, die konnten doch, wir ich hab ja, eine ja, Mutterbeere ich weiß, gepflückt. aber die konnten wir irgendwie nicht anpflanzen. Ich Ach raff's auch doch, nicht. das Das heißt, geht wir doch. müssen eigentlich nur mal... Ja, ich hab's doch gemacht. Ah, doch. Okay. Und den Flaschenkürbis können wir nicht. Karotte auch nicht. Klingenkorn? Nein. Mais? Nee. Guck. Ah, okay. Mutterbeere nicht. Haben wir schon irgendwas, was wir machen können? Gucken wir nochmal. Nö. Sonst können wir nichts. Wir müssen auf Suche gehen oder einfach warten. Wir können auch hier nochmal noch Mutterbeere, Sträucher gucken oder so. Da gibt es aber bestimmt welche hier im Ort. Ja, im Ort weiß ich jetzt gerade. Ja, doch, im Ort sicher. Müssen wir mal die Sträucher hier so abgucken, die es gibt. Da links vielleicht der Enderstrauch, oder? Okay. Hier vielleicht, na. Das sieht doch Ah. vielversprechend aus, ne? Jawohl. Ah, ich Hubblume. glaube, Hubblume bringt jetzt nicht so viel. Aber ich glaube, da kommen wir gleich in den nächsten Kampf, oder? So wie das hier aussieht. Nee, nee. Sicher? Nee, aber ich würde da trotzdem nicht hingehen. Da lebt der alte Spinner, der immer seinen Exkrementen nach Leuten wirft. Nee, da ist nix, aber deswegen sollte man trotzdem nicht hingehen. Beziehungsweise, wir können ja einfach mal hingehen, dann siehst du nämlich, was passiert. Ich glaube, da haben wir in der Episode nicht mehr so viel Zeit dafür. Oh, Mist. Da sollten wir jetzt lieber nochmal irgendwas abpflanzen für die Leute, dass die ihr Mampfes kriegen und dann... Ja gut, wenn Dann man passt noch das. irgendwo was fände, aber Hubblume, das zählt, glaube ich, nämlich nicht unter Essen. Ja, Hm. ich hab doch da eine Mutterbeere gefunden. Warum geht denn das nicht? Ich verstehe es auch nicht, aber vielleicht muss man ja da ein höheres Level sein. Keine Ahnung. Ich kann es auch nicht sagen, warum. Ich habe keinen Doktor in Vorlautologie. Ich glaube, das hat niemand und wenn, wäre es sehr traurig und bedenklich. Gehen wir nochmal in der Ort rein. Weil ich weiß, einmal war da hier der Strauch. Wie sieht es denn damit aus? Links? Ah ne, das war nur ein Napf oder was? Strüpp. Ah, okay. Ich habe nämlich irgendwas Blaues noch gesehen, aber egal. Hm. Okay. Gehen wir nochmal in der Ort rein. Ich bin mir sicher, dass es da noch im Ort was gibt. Gott. Hm. Wo? Da rechts? Denn Büsche? Gestrüpp. Nee. Vielleicht die Gebüsche da bei der Häuser einfach mal absuchen. Ob es da irgendwas gibt noch. Ah. Aber wer pflanzt sich bitte Beeren in den Vorgarten, ne? Nochmal rein. Also ich hätte schwören können, da war innerhalb des Ortes war da nichts. Weil ich habe vorhin definitiv bei einer Episode mal ich- abgesammelt. Ich Ne? weiß, aber vielleicht ist die irgendwie verloren gegangen, keine Ahnung. Oder Ja. ein zu niedriges Level. Können wir oder- vielleicht das andere Zeug abernten, was schon Ja, ich glaub, reingesät das ist? braucht ein bisschen. Das ist halt... Ah, da vorne sehe ich, glaube ich, irgendwas. Holz? Das ist wieder eine beziehungsweise Hubblume. Hubblume. Kann man aber mal einsammeln. Bringt bestimmt auch noch irgendwas total Sinnvolles. Wahrscheinlich, ja. Irgendwann kommt so eine Quest, gib mir so und so viel Blumen. Bring mir 5000 Hubblumen. Das sind auch wieder welche. Erst auf der anderen Flussseite ist eigentlich meistens die Action. Hier war bisher, also habe ich bisher mal noch nichts gefunden. Egal, gehen wir halt wieder zum Kräutergarten zurück. Ach Mann. Ich denke die ganze Zeit diese dämlichen Holzdinger. Ist jetzt zwar blöde Episode, ohne Esser Ende zu lassen, ohne dass wir die Quest ganz abgeschlossen haben, aber so what? Die Leute werden es schon überleben bis zu der nächsten. Ich weiß, was wir machen. Ich weiß, was wir machen. Würdiges Ende. für- Handeln oder was? Nee, besser.
Würdiges Ende für den Blödsinn. Ins Bett? Ajo. Alles In unser klar. Bett, ne? Nein, das voll menstruierte Ekelbett hier. Genau. Blah. Okay, und stehen dann mitten in der Nacht wieder auf und da hat sich schon jemand reingeleckt. So. Faszinierend. Gut, dann die Sache, ihr liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder zu Let's Play Fallout 4 Together. Regnet ins Haus. Uns regnet ins Haus, wie immer. Das kennen wir ja so. Pelzig. Für euch haben wieder gespielt der Yankee und die Raichu. Und wir sagen Tschüss, machen's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.